Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft. Wir haben die letzte Folge einen wunderschönen, ist relativ einen kleinen Lamastall gebaut, wo ich ehrlich muss sagen, aber mir gefällt er nicht zu 100%. Also man hätte wahrscheinlich die ganze Kiste einmal noch mehr gegenüber müssen setzen, weil das da oben, das stört mich ein bisschen. Aber ich glaube, so für einfach so eine Übergangsphase, dass die Lamas ein schönes kleines Teil haben, ist es mal nicht schlecht. So, dann bringen wir mal unsere Lamas drüber. Und zwar kann ich jetzt die wegnehmen, dich an die Leine nehmen. So, let's go. Komm. Ja, wir holen den nachher gerade. Die wollen immer beieinander bleiben, oder meine ich das nur? Die wollen... Ja, egal was ich mache, die wollen immer irgendwie beieinander bleiben. Dann lassen wir beide mal los und dann... Wo ist die andere Leine? Da. Okay, dann nehmen wir euch beide an die Leine. So. Jetzt funktioniert es gut. Also, die wollen irgendwie wirklich beieinander bleiben, als wären sie richtig gute Geschwister oder so etwas. Du musst schon da durchkommen, komm. So. Kommt. Willkommen in eurem kleinen neuen Zuhause. Jetzt mache ich euch schnell da an, dann können wir da zumachen und dann können wir da wieder lösen und nehmen die Leinen mit. So, dann würde ich sagen, ich hoffe euch gefällt es. Wir werden dann da noch ein paar andere Verbesserungen machen, da müsst ihr keine Angst haben, da kommt sicher noch ein bisschen Wasser an, wahrscheinlich tue ich euch dann noch Stroh reinstellen, aber jetzt einfach mal vorübergehend besser als bei mir da im Garten rumstehen, oder? Jawohl, okay. Dann haben wir da so einen ganz kleinen Minimen. Lili, ganz einen kleinen Stall. Ich lasse jetzt mal dabei stehen. So, dann würde ich mal sagen, wir nehmen direkt einmal schnell das Zeug hier raus. Die andere habe ich da oben. Dann können wir nämlich gerade noch schnell wegziehen. Wo habe ich jetzt das? Habe ich es da nicht da? Genau, da habe ich es nicht da, genau. So, neue Rezepte verfügbar. Hä? Neue Rezepte verfügbar, okay. Sehr speziell. Aber bemooster Bruchstein. Ja, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, gell? Hey, Jägerli. Aber warte, ich kann das da machen. Nein, da geht's besser, da komme ich mehr davon über. Weil da komme ich ja 64 davon über. Beim anderen müsste ich 4 benutzen, wenn wir das jetzt so anschauen. Da müsste ich 4 benutzen, zum einen bekommen. Wenn ich es am anderen Dings mache, spare ich viel mehr Materialien ein. So, zack, bemooster Stein. Dann kommt der da rein, dann diese und dann haben wir wieder 56 Plattformen. Mit denen können wir jetzt gerade einen Weg machen zu unseren Lamas. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen, wie wir das am besten machen. Weil so eine Breit finde ich jetzt nicht unbedingt mega schön. Aber irgendwie müssen wir fast, können wir nur eine Breit machen, hä? Jetzt schauen wir gerade mal schnell, vielleicht können wir es auch irgendwie anders noch machen. Ich ziehe jetzt einfach da mal die erste Reihe. Aber nur so eins breit finde ich irgendwie ein bisschen mager. Finde ich wirklich ein bisschen mager. Aber wir können es jetzt einfach mal vorübergehend so lassen. Oder wir machen da noch irgendwie so, wie ich es da gemacht habe. Und zwar können wir da irgendwie noch so machen. Dass das irgendwie so macht. Ich glaube, das sieht dekorativ noch ein bisschen besser aus. Dann haben wir das am erledigt. Das heisst, jetzt können wir mal unsere Sachen verräumen. Jetzt haben wir auch die Lamas, die in unserem Garten rumstehen. Jetzt haben wir die mal einigermaßen verräumen. Wir schauen, die machen wir dann anders mal weiter. Weil. Ich habe noch etwas anderes vor. Jetzt haben wir da wieder Stein, das ist sehr gut. Ich habe nämlich noch etwas Kleines anderes vor. Und zwar wollte ich ganz kurz, aber wirklich nur kurz, schnell in den Nether gehen. Wir haben zwar noch Glowstone, aber ich wollte jetzt mal schnell schauen wegen Glowstone. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gut etwas gemacht gehabt, haben wir uns das wieder verdient, mal schnell schauen gehen, ob wir das überleben würden. Aber dieses Mal nehmen wir wirklich mal so ein paar Dings mit. Ich habe mir ja schon mal gefragt, was ich mit der Erde anstellen. Und ich habe gedacht, am besten können wir sie wirklich verschwenden, indem wir ein bisschen im Nether umeinander gammeln sind. Ich bräuchte aber dann noch eine Spitzhacke. Dann kommen wir jetzt ganz mit runter, weil mir fehlen dann noch Arme, die ich machen muss. Damit wir wirklich gut geschützt sind. Ich muss noch etwas aus Gold machen, hä? Ich müsste noch etwas aus Gold machen. Also eigentlich könnten wir... Aufnehmen. Zack. Eigentlich könnten wir unsere Arme, also ein Rüstungsteil, das uns gerade momentan fehlt, könnten wir eigentlich aus Gold machen. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, wo das ist. Also jetzt mal schnell. Es fehlt doch ein Rüstungsteil, oder nicht? Ah nein, wir haben alles.
Aber ich müsste noch das Goldteil machen. Ich habe nämlich keine Lust zu kämpfen mit denen. Dann machen wir einen Goldhelm. Dann bräuchten wir sicher mal noch eine Spitzhacke, die wir mitnehmen wollen. So. Weil die ist fast kaputt. Schaufeln. Nein, machen wir eigentlich noch mal eine. Allzu viel wollte ich nicht machen, weil es kann ja sein, dass ich sterbe. Und dann, ja, ich glaube, man versteht, was ich meine. Dann tun wir hier schnell den Helm platzieren. Den können wir wieder verräumen. Und jetzt kann ich gerade mal schnell etwas noch güchseln. Und zwar, nein, für das bräuchte ich noch den Lapazit. Haben wir den da? Da haben wir. Okay. Ob wir noch ganz kurz schnell etwas verzaubern. Und zwar diese hier. Was haben wir da? Effizienz 2. Effizienz 2. Das ist alles Effizienz 2. Dann nehme ich ja lieber das, dann brauche ich nur ein Level. Jetzt haben wir Effizienz 2. Okay. Jetzt hat es nur Effizienz bekommen, aber nicht nur Dings, dass sie länger heben. Ich glaube, er hätte jetzt eine höhere Stufe genommen, hätte es noch einen Buff mehr bekommen. Aber wahrscheinlich zufällig. Aber da bin ich immer noch am Üben, wie das genau sollte gehen. So, jetzt haben wir aber schon mal eine gute Spitzhacke. Jetzt wird es Abend. Wahrscheinlich gerade gut für uns. Wenn wir dann in Nether verschwindet, dann kann sich da mal ein bisschen verschieben. So, und was ich noch gerade kurz schauen ist, ob da alles funktioniert bei unserer Zuckerfarm. Also wir haben jetzt schon lange nicht mehr schauen, aber wir haben sie umgebaut. Ja, es läuft gut. Also, wenn es so weitergeht, dann sammeln wir ziemlich schnell. Da innen funktioniert, glaube ich, auch alles einwandfrei. Okay. Also wir sind ziemlich schnell am Zuckerrohr farmen. Was ziemlich nice ist. Das heisst, wir könnten dann schneller schauen, dass wir mit der Bibliothek vorankommen. Dass wir dann auch mal etwas auf Level 30 machen können. Aber jetzt gehen wir ganz kurz mal schnell in Nether. Einfach mal kurz reingüchseln. So. Oh, alles weiß? Okay. Nice. Wir sind jetzt jedes Mal in die Richtung da gegangen. Jetzt wollte ich mal schnell ganz kurz da güchseln, weil da haben wir ja so eine Pilzlandschaft, eine riesige. Jetzt nehmen wir schon mal mein Schwert in die Hand. Okay. Okay. Es könnte sein, dass wir schon mal in... Okay. Es wäre vielleicht mal interessant, da unten ein bisschen güchseln gehen, ob man da unten irgendetwas findet. Und jetzt habe ich langsam immer das Gefühl, wir sind irgendwo da mal gestanden, wo wir wollten unseren Rückweg suchen. Aber das erste, was ich mal noch schnell mache, bevor wir jetzt irgendetwas grossartig machen, und zwar wollte ich mir das nochmal das gleiche wie beim ersten Mal passiert. Und zwar, muss ich dann ganz kurz schnell güchseln, und zwar diese. Okay. Das sind unsere Koordinaten. Ich wollte jetzt einfach mal schnell auf dem Bildschirm haben, ich muss sie dann abschneiden, damit ihr dann weiss, wie wir zurück kommen. Wenn ich den Retourweg nicht mehr finde. Wenn wir jetzt plötzlich mal ein bisschen länger unterwegs sind oder so. Da grunzt er vor sich an. Und zwar würde ich jetzt gerne mal da runtergehen, dort wo der Riesenschleim ist, aber ich glaube, der würde uns angreifen, wenn wir jetzt enttäuschen. Wir müssen sogar gerade kurz aufpassen, dass wir nicht von dem angegriffen werden. Von dieser Nudel. So. Also wir haben genug Essen dabei, wir haben Fackel dabei, wir haben genug Ausrüstung dabei. Also wir können schauen, dass wir da wirklich etwas machen können. Und da hätten wir schon Glowstone. Die Frage ist, komme ich dort an? Wir müssen eben fast die Decke rauf zum Glowstone farmen, habe ich das Gefühl. Also eigentlich wäre es sogar praktisch, wenn wir bei unserem Portal aus mal ein bisschen raufbuddeln. Und statt das zu machen, was ich da die ganze Zeit versuche, mit dieser Strecke machen und so. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich glaube, jedes Mal habe ich den gleichen Fehler gemacht, und zwar sind wir am Boden entlang. Das mal versuchen wir, die Decke entlang zu kommen. Buddeln wir uns einfach mal in die Decke auf. Ich meine, wir haben ja sogar eine gute Spitzhacke jetzt gemacht für das. Dann können wir das jetzt einmal ausprobieren. So. Weil wenn ich das so anschaue, die Decke oben hat es einfach viel mehr Glowstone umeinander. Ich denke, wir buddeln uns jetzt einfach mal rauf. Komme ich da nicht durch? So. Wir buddeln uns jetzt einfach mal rauf. Weil das ist das Einzige, was ich gerade momentan will, Glowstone. Mehr brauche ich nicht, einfach nur Glowstone. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht grossartig machen. So, ich würde mal sagen, wir könnten uns eigentlich mal da sonst einfach mal einen Weg aufbauen, oder wenn wir lieber da mal... Oh, ein Wildschwein. Wir buddeln uns da mal einfach auf. Ja, da setzen wir direkt mal eine Fackel. So, machen wir uns einfach das mal eine Treppe rauf. Damit wir wissen, wo wir dann auch immer entlang gehen. Fackel. Das sehe ich nicht. So, jetzt wundert es mich, wie weit rauf wir das gehen, bevor wir irgendwie an so ein rauskommen. Also bevor wir irgendwie mal nach links oder rechts wollen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal rauf. Weil ich hoffe und denke, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir irgendwo, wenn wir einfach gleich raufbuddeln, auch eine Netherfestung finden.
Aber nur wenn wir Glück haben. Boah, das geht mega zügig da mit der Spitzhacke. So, wir sind schon recht weit raufgegangen. So, Sag mir doch nicht nein, wenn wir das gerade mitnehmen. Nehmen wir doch gerade mit. So, dann können wir gerade wieder ein paar Level farmen. So, nice. So. Das habe ich gut gelernt, he? Schön da oben stehen, während ich die unteren Sachen abpuddeln, dass ich plötzlich abwärts gehe. So. Nice, dann haben wir da schon wieder etwas zusammensammeln und jetzt geht es weiter. Wir gehen einfach mal in die Höhe. Und statt wir versuchen, uns unten durchzukämpfen, versuchen wir es das mal einfach mal mit der Höhe. Außer dass ich da die ganze Zeit ein Schweinchen höre, habe ich gute Hoffnung, dass wir nicht schlecht dran sind. So. Die Frage ist, wie hoch wollen wir rauf, bevor wir oder wenn wir einfach mal raufgehen, so weit wie es geht. Ich weiss halt gar nicht, ob es da ein Maximum gibt von dem. Hätte ich gar nicht Erde mitnehmen, fällt mir auf. Hätte wir das Inventar nicht müssen so füllen. Okay, jetzt sind wir auf eine andere Plattform gekommen. Okay. Ui, wo sind wir denn da gelandet? Ich wollte da mal ganz kurz noch schnell. Einfach, dass wir wissen, wo wir hergekommen sind. Bevor ich da zu weit umeinander laufe. Okay, wir sind ziemlich weit oben. Da unten hätten wir Glowstone, das wäre noch nützlich. Wir sind ziemlich weit oben. Und eine komplett neue Umgebung. Okay. Dann schauen wir da jetzt einfach mal rauf. Und umeinander. Hier haben wir wieder so coole schwarze Steine. Wir schauen mal, ob es da... Ja, da geht es einfach abwärts. Da muss ich aufpassen. He? Okay, da oben hätten wir wieder Glowstone. Das würde ich eigentlich gerne wollen. Es ist die Frage, ob ich mich da jetzt so schnell aufbuddle. Wir schauen zuerst mal noch ein bisschen rum. Da vorne haben wir so einen komischen Schleim. Die Frage ist, spuckt der um oder macht der irgendetwas? Komm, wir haben so einen grünen Schleim haben wir schon gefunden. Einen roten haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, wir schauen jetzt einfach mal noch schnell ein bisschen um. Der lässt uns gerade momentan in Ruhe. So wie sie uns sieht. Okay, da oben sieht es so ziemlich chillig aus irgendwie. Da oben sieht es irgendwie noch ziemlich chillig. Ich höre komische Geräusche. Und dann haben wir wieder so Seelensand, hä? Gehen wir gerade wieder runter, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Hätten wir auch wieder Quarz und alles. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht gross zu weit vorausgehen, eigentlich. So wie sehe ich eben gerade nichts Spezielles. Ich habe jetzt gerade darauf gehofft, dass wir vielleicht gerade eine Netherfestung finden, wenn wir ein neues Plätzchen gefunden haben. Was ist das? Was ist das? Warte mal schnell. Ich will zuerst noch etwas machen, bevor wir da wieder runter schauen. Bevor ich dort runter schaue, wollte ich schnell etwas machen. Und zwar... einfach durchrennen. Komisches Schlabberzeug. Und zwar wollte ich ganz kurz noch schnell da übergehen. Weil, wie es aussieht, mache ich doch noch eine kleine grössere Erkundungstour, obwohl ich noch wieder mal Glowstone holen. Ich wollte ganz kurz schnell die Koordinaten von dieser Treppe hier haben. Nehmen wir die da. So. Okay. Einfach damit ich auf Nummer sicher bin. Ich habe keine Lust wieder verloren gehen irgendwo. So, und jetzt können wir mal da vorne schauen, weil es hat ziemlich verdächtig ausgesehen, wenn ich ehrlich bin. Es hat ziemlich verdächtig ausgesehen. Es ist da unten einfach Lava und so, okay. Okay. Da haben wir wieder so Knochenstaub und blablabla. Also ich glaube, der Ort, den wir gerade gefunden haben, ist ziemlich nice im Gegensatz zu dort, wo wir beim letzten Mal waren. Und das da unten, das hat mir mega verdächtig ausgesehen. Das wollte ich jetzt eigentlich schnell angüchseln. Muss ich nochmal schauen, wo das genau war. Ich glaube, das war da irgendwo. Langsam. Nämlich da. Wir uns da schnell... Okay. Es ist halt so ein netter Stein. Also, bei einer Netherfestung hat es halt so Stein. Und es geht bis dort runter. Jetzt ist die Frage, könnte das eine Netherfestung sein oder nicht? Ich glaube es nicht, hä? Ich frage mich mal ganz langsam ein bisschen da gegen führen. Oder ist das eine Netherfestung? Das könnte eine Netherfestung sein, hä? Ich bin mir ziemlich unsicher.
Bin mir mega unsicher. Wir buddeln uns mal ganz kurz schnell ein bisschen gegen oben mit einem Treppli. Wenn wir jetzt das wirklich eine gefunden hätten, das wäre ja mega. Aber ich glaube, das sieht wirklich nach einer aus. Oh, da komme ich nicht weiter oben. Es ist eine Netterfestung. Da hat sogar eine Kiste. Ja moin. Eine Netterfestung gefunden. Wir haben etwas gefunden, das mir gefällt. Aber ich wollte mich da schnell irgendwie runterbuddeln. Fast runtergefallen. Oh. Okay. Da muss ich... Hä? Ich habe doch etwas Goldiges an. Wieso greift er mich an? Wieso greift er mich an? Ich habe ja etwas Goldiges an. Ui, der vertreibt ja etwas. Wir sollten essen. Und jetzt habe ich glaube das Problem, dass die Schweine mich jedes Mal töten wollen, sobald sie mich sehen, oder? Okay, was haben wir da gefunden? Nehmen wir einfach mal alles mit. Und ich glaube, nachher rennen wir aus dieser Festung raus, ganz ehrlich gesagt. Und ich werde... Ein Spektralpfeil? Was sind denn Spektral... Oh mein Gott. Was haben wir denn da alles gefunden? Ich sehe da hinten gerade nichts. Okay. Da ist leer. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Netterfestung ist oder was genau das ist. Da hat es nochmal ein Kistchen. Schau, die warten da alle schon. Die wollen jetzt raufkommen, um mich töten. Ich glaube, wir machen uns mit unserem Fund jetzt mal schnell nochmal weg. Ich will es nicht riskieren, ehrlich gesagt, dass wir jetzt da... Hä, wie bin ich da durchgekommen? Oh, bin ich da gegen eins runtergefallen. Aber wir haben jetzt so viel gefunden, ich will das nicht riskieren gerade. Ich glaube, das Beste ist, wir gehen nochmal zurück. Schau, die warten da alle jetzt wunderschön drauf, dass wir da runterkommen. Aber ich habe nicht verstanden, warum er mich angegriffen hat, weil ich habe ja ein Goldteil an. Und eigentlich dürfte er mich auch nicht angreifen. Also eigentlich... Wie bin ich da rübergekommen? Bin ich da rübergekommen? Aber ich will es jetzt wirklich nicht riskieren. Ich will es jetzt einfach nicht riskieren. Wir haben, glaube ich, sogar Schrott gefunden. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, das beste Metall, das man finden kann. Also so ein sehr spezielles Metall. Jetzt bin ich da auf. Vorher bin ich da an einen runter. He? Jetzt haben wir schon einen Oder? Habe ich mich schon wieder verlaufen? Nein, das kann es nicht sein, dass ich mich jetzt verlaufen habe. Komm jetzt, das kann es jetzt nicht sein. Nein, das sind die blauen Flammen. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich weiss nicht, ob die uns angreifen würden. Ich weiss nicht, ob die uns jetzt angreifen würden. Aber ich glaube, wir müssen die richtig töten. Wie viel wäre denn das? Gut, das Mal wären wir vorbereitet auf eine Invasion. Nein, die greifen mich nicht an. Die haben in dem Fall nichts zu tun mit dem anderen. Okay, speziell. Aber ich glaube, wir haben eine Netterfestung gefunden. Also dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal nochmal zurück. Dann würden wir uns einmal darauf vorbereiten. Und dann gehen wir mal erkunden. Weil wenn das wirklich eine Netterfestung ist, dann können wir endlich mal alle unsere Materialien, die ich so lange gesehen habe, endlich holen gehen. Wir haben wirklich einfach nur ein bisschen gegen aufpuddeln und wir haben es gefunden. So wie ich das eigentlich gehofft habe. Ja, nice. Ja, nice. Das Einzige, was wir natürlich wieder nicht haben, ist Glowstone. Aber ich würde sagen, wir verräumen zuerst mal die Sachen, die wir gefunden haben. So, und jetzt sind wir nach dem helllichten Tag zurück. Hat sich wirklich gelohnt, dass wir am Abend dort reingegangen sind. Aber das verstehe ich aber immer noch nicht. Salut zusammen. Das verstehe ich immer noch nicht, warum die mich jetzt angegriffen haben. Aber ich glaube, das gehört dann einfach dazu, irgendwie. Ich habe aber gemeint, eben, sobald ich Gold haben, sollten die mich eigentlich nicht angreifen. Spezielle Sachen. Nein, Erz haben wir da. Zack. Was ist denn das? Kette. Kette. Spektralpfeil, das klingt aber mega nice, irgendwie. Was haben wir da? Eisenschwert Haltbarkeit 2. Ist ja eigentlich nicht gross ein Unterschied zu dem. Aber können wir mal mitnehmen. Schwarzsteinziegel. Die antiken Schrott, den müssen wir eben unbedingt verräumen. Eisenblock. Knochenblock. Eisenblock können wir ja noch zum Eisen verwandeln, oder? Wir haben noch zwei. Ah. So. So. Okay.
Haben wir noch mal ein bisschen Eisen zusammengesammelt. Und ich glaube, das ist jetzt Magmagramm. Magmagramm. Was ist ein Magmagramm? Habe ich von dem schon mal irgendetwas gefunden? Magmagramm. Magmagramm. Eisenklumpen. Und Spektralpfeile, die tönen mega nice. Wäre vielleicht sogar mal eine Überlegung wert, ob man Gradzug. Was ist denn Gradzug? Ja, von mir aus. Der ist rot, den müssen wir unbedingt noch verräumen. Den tun wir hier an. Knochenblöcke tun wir sonst jetzt einmal da zu diesen Sachen. Dann haben wir noch kochtes Schwings, okay? Polierter Stein. Jetzt haben wir eben das Problem, ich will die Sachen einfach mal alle verräumen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt alle rein tue. Also die können wir hier reinpflanzen. Jetzt könnte man sogar überlegen, ob wir einen Bogen mitnehmen wollen. Dann haben wir so Spektralpfeil. Das ist mega geil. Dann haben wir da wieder spezielle Sachen. Noch diese. Und das mache ich mit dem polierten Schwarzstein. Den wir einfach bei den Steinen mal rein. Ah, da haben wir sowieso den Nether schon mal drin. Dann können wir das einmal noch schnell hier reinpflanzen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns parat nochmal zum dort oben gehen. Jetzt weiss ich auch, dass die uns angreifen. Die zwei Sachen könnt ihr schon mal mitnehmen, einfach. Wenn unsere Rüstung kaputt geht. Würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir das noch schön verräumen. Und dann wollte ich noch schnell einen Bogen machen. Jetzt muss ich schnell schauen, wie ich einen Bogen mache. Und dann tun wir auch gerade verzaubern. Und dann nehmen wir mal ein paar Pfeile mit. Damit wir eben, wenn wir so der Kanten oben gestanden sind, wie wir das jetzt haben, dass wir dann könnten die angreifen. Jetzt ist einfach die Frage, wie mache ich einen Bogen? He? Bogen. Fäden und Stück. Und ich glaube, es gibt nur eine Art von Bogen. Okay. Okay, dann machen wir uns jetzt mal noch schnell einen Bogen. Nehmen wir noch ein paar Pfeile mit. Fäden. Fäden. Und Stückchen. Neues Rezept verfügbar! Schau ins Rezeptbuch! Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die 64 Pfeile mit. Und dann gehen wir gerade noch schnell den Bogen verzaubern. Und mit dem wage ich mich dann ehrlich gesagt schon mal wieder ein bisschen mehr dort zu gehen. Kann ich auch noch viele eigentlich selber machen? Das wundert mich gerade. Das haben wir neu bekommen. Kerzen. Mit Fäden und Honigwab. Ah, für das können wir den Honigwab brauchen. Für Kerzen. Müssen wir unbedingt mal machen. Ein paar Laternen wollte ich noch machen. Eisenklumpen und Fackeln. Zum daneben auch so dekorieren. Amboss brauchen wir dann noch unbedingt. Für die brauchen wir Eisenblöcke und Eisenbarren. Also ziemlich viel Eisen eigentlich. Jetzt haben wir gerade vorher einen auseinandergenommen. Aber viel selber machen kann ich irgendwie noch nicht. Okay. Aber ich will jetzt schon meinen Bogen verzaubern. Mal schauen, was wir da... Ah, nein, brauche ich noch schnell... Diese hier. So, was können wir da über? Stärke 2, Haltbarkeit und Stärke... Ich glaube, mit Stärke 2 sind wir nicht mal schlecht dran. Also ich glaube, es mehr Schaden machen. Haltbarkeit wäre natürlich auch mal ziemlich nice. Aber ich glaube, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden das in der nächsten Folge machen. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen verzaubern. Also wahrscheinlich die Bibliothek noch weiter, damit ihr vielleicht eine bessere Verzauberung drauf bekommen könnt. Aber bei dieser Stelle würde ich mal sagen, ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao.